Molt bon dia, són les 10, salutacions de nou des del canal 324, a punt de tornar al Tribunal Suprem per seguir una nova jornada del judici del procés. Avui declaren observadors internacionals que van ser als col·legis durant el referèndum de l'1 d'octubre. Sentirem el que diuen en directe, com sempre. Això després de la declaració d'ahir, una jornada amb un dels testimonis importants, un dels testimonis clau, un únic testimoni. Ahir, durant tot el dia, va declarar per espai de més de 6 hores el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, responsable d'aquella investigació al voltant dels fets de setembre-octubre de fa 2 anys i responsable màxim dels informes que van fonamentar les acusacions per rebel·lió i sedició. Baena va descriure un clima insurreccional a Catalunya fins a l'aplicació del 155. Repassem el que va donar de si aquesta declaració d'ahir. Els nombrosos informes policials elaborats per Daniel Baena van nodrir la causa del jutjat d'instrucció número 13, la de l'Audiència Nacional i la que s'està jutjant al Tribunal Suprem. Va començar buscant indicis de malversació, però els seus informes han estat en gran mesura la base de les acusacions de sedició i rebel·lió. ¿Qué relevancia tienen los tuits vinculadas a la ANC o a Jordi Sánchez del año, por ejemplo, 2013-2014? Pues la relevancia que tiene en la investigación y la relevancia que tienen los atestados, de manera que se ha llegado hasta aquí. Se lo pregunto sobre todo porque esos indicios que se recogen en esos atestados han sido la base de los autos de prisión del señor Sánchez del primer día que prestó declaración, básicamente por conocerlo, porque es la primera vez que interrogamos al testigo. No es así, no es así. Bueno. Pero no vamos a entrar en discusión. Les defenses han centrat els seus esforços a desmuntar la forma com el tinent coronel de la Guàrdia Civil va elaborar els informes. ¿Es usted el coordinador de todas estas investigaciones? Sí. De acuerdo, pero no tiene conocimiento de estos hechos en concreto. No, de lo concreto no, exactamente, no. Hechos concretos de agresión. ¿Por qué en un atestado con este título y con este encargo del juez instructor se incluyen 2 tuits de Jordi Sánchez en los que expresamente se hacen llamamientos a la no violencia? Incluye estas 2 palabras, no violencia. Bueno, pues ya está, fíjese, ya hemos incluido algo de descargo del señor Jordi Sánchez. El sistema utilitzat per Baena era intentar corroborar amb la realitat el contingut de les agendes Moleskine i el document Enfocats trobats a casa de Josep Maria Jové, número 2 d'Oriol Junqueras. I també els documents incautats al despatx de Lluís Salvador, secretari d'Hisenda, però d'una forma molt genèrica. Coincide lo que el Parlamento encarga al Gobierno con lo que tiene el señor Salvador en su despacho. ¿Pero alguna de esas 17 medidas se lleva a cabo? ¿Verifica usted que alguna de ellas se ha llevado a cabo? No. Quedan ahí en el planning del señor Salvador. Está ahí, sí. L'interrogatori de les defenses ha estat tens perquè han qüestionat la forma com Baena descrivia la realitat als informes i com l'explica ara. Pregunto por la del 21 de septiembre ante el TSJ, ¿por qué la califican ustedes como investigadores como un escrache? Nosotros investigamos como un acto que se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. MHP, muy honorable presidente, sí. Los Mossos d'Esquadra siempre obedecerán las órdenes judiciales. Sí, ¿La recuerda esta? Sí, puede que esté. ¿No le ha parecido relevante para mencionarla? ¿Cuándo, ahora? Sí. Bueno, pues no me acordaba. I quan el tinent coronel no sabia com sortir-se'n, ha recorregut sempre a la mateixa fórmula. Si tiene relevancia para la investigación, consta en diligencia. ¿Es esto así? Sí. ¿Y por qué? Por lo que consta en diligencia, por las pruebas e indicios que hemos aportado ahí. Aquest és el document origen de la investigació del procés, el crisol, en paraules de Baena. Repassat de dalt a baix, el signa Javier Zaragoza, llavors el fiscal en cap de l'Audiència Nacional i ara un dels 4 fiscals del Suprem. L'envia el 5 de novembre de l'any 2015 i els destinataris, segons diu, són Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra. I a partir d'aquí els explica que a Catalunya es podrien cometre delictes investigables per l'Audiència Nacional. Parla en futur. Doncs bé, tallem aquesta informació. El directe sempre és la prioritat. Comença aquesta nova sessió del judici del procés, 10:04 del matí. Vegem quin és el primer testimoni de la jornada. Tribunal ja constituït, també totes les parts ocupant els seus seients en aquesta sala de judici, el Tribunal Suprem. Se trata de un testigo propuesto por las defensas de los señores Junqueras y Cuixart y que por razones de calendario ha sido ligada a su falta de residencia aquí en España, ha sido anticipada sin ningún inconveniente por parte de las defensas. Bien. Que pase, por favor, y que pase el intérprete. Doncs el primer testimoni d'avui és un observador alemany i, per tant, serà també el primer testimoni que declararà assistit per un intèrpret. Veurem la traducció que s'utilitza, serà segurament una traducció consecutiva, no simultània, perquè, com saben,
no hi ha els aparells necessaris per fer aquesta traducció simultània i, de fet, aquesta va ser la qüestió que es va plantejar només començar el procés amb la qüestió de si els acusats utilitzaven o no el català per expressar-se. En efecte, veuen el traductor ja ocupant el seu lloc al costat del testimoni i assistit d'uns documents, d'uns papers i d'una taula, també. Buenos días. ¿Es usted el intérprete de alemán que ha sido designado para traducir las declaraciones del testigo? Así es. Ya sabe que la ley exige que usted preste juramento o promesa de desempeñar fielmente su cargo, su condición de traductor. Lo sé y juro y prometo hacerlo. Muy bien. Pídale, por favor, los datos de identidad del testigo, su nombre, sus apellidos, su estado civil y su profesión. Bitte geben Sie die Angaben zu Ihrer Person an, das heißt Ihr Name, Ihr Familienstand und Ihr Ausweisdokument. Ja, mein Name ist Bernhard von Grünberg. Ich bin ledig. Das ist mein Pass wahrscheinlich. Mi nombre es Bernhard von Grünberg, soy soltero y lo que tiene usted entre sus manos es seguramente mi pasaporte. Dígale si conoce, tiene alguna relación, algún vínculo de dependencia económica, si tiene algún vínculo relacionado con, en fin, alguna relación de amistad, de enemistad con alguno de los acusados. Haben Sie irgendein Verhältnis zu den Angeklagten, das Sie voreingenommen lassen sein könnte? Ein besonderes Verhältnis der Sympathie oder der Abneigung? Ich kenne zwar einige der Angeklagten, aber ich bin neutral. Ich bin Politiker und in Deutschland und selbstverständlich kümmert mich diese politische Situation, in der wir oder Sie in Spanien sind. Conozco personalmente a algunos de los acusados, si bien mi situación o mi posicionamiento es neutral. Personalmente soy político en la República Federal de Alemania y como tal estoy personalmente interesado en los asuntos que están sucediendo aquí en España en estos momentos. Dígale, por favor, que conforme a la ley española tiene el deber de decir verdad, que es delito contra la Administración de Justicia faltar a la verdad en un testimonio prestado en causa criminal y que por ello tiene que o jurar o prometer decir la verdad. Sie werden darüber belehrt, dass es in Spanien Pflicht ist, vor Gericht die Wahrheit zu sagen, dass die Falschaussage oder der Meinheit vor Gericht strafrechtlich verfolgt wird und dass sie gleich aufgefordert werden, zu schwören oder den Eid zu leisten, die Wahrheit zu sagen. Ja, ich bin Jurist in Deutschland und weiß das und ich sage die Wahrheit. Sí, personalmente soy jurista en Alemania, conozco estos extremos y juro y prometo decir la verdad. Pregúntele, por favor, si ha estado investigado, acusado, procesado por algún hecho delictivo en su país. Die Frage ist, sind Sie in Ihrem eigenen Land bereits Gegenstand strafrechtlicher Ermittlung oder Verfolgung gewesen? Nein, bin ich nicht. La respuesta es no. Bien, explíquele que ha sido propuesto como testigo de las defensas de los señores Junqueras y Cuixart y que, en consecuencia, si desean hacerle alguna pregunta, vamos a empezar precisamente por ahí, por el defensor del señor Cuixart. Sie werden darüber belehrt, dass Sie geladen worden sind als Zeuge der Verteidigung, namentlich der beiden genannten Zeugen, und dass dementsprechend wir beginnen werden mit der Zeugenvernehmung durch die Vertreter dieser Verteidigung. Tendrá que responder también, si quieren formular alguna pregunta, explíqueselo el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la Acción Popular. Solo si quieren formular alguna pregunta. Y el resto de las defensas, por supuesto. Sie werden auch darüber belehrt, dass anschließend die Möglichkeit besteht, dass die Staatsanwaltschaft oder auch die Nebenklage Fragen an Sie richtet. Ja.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra la defensa del señor Cuixart. Sí, pues con la venia de la sala. Buenos días, señor von Grünberg. Pregúntele, por favor, si en otoño del año 2017 estuvo en Cataluña y en qué fechas se encontró en Cataluña. Trifft es zu, dass Sie im Herbst 2017 sich in Katalonien aufgehalten haben und zu welchen Daten konkret? Ja, ich war am 1. Oktober in Katalonien, aber auch einen Tag vorher und einen Tag danach oder 2 Tage vorher und habe mich in Katalonien aufgehalten, ja. Efectivamente, me he encontrado en Cataluña en esas fechas, concretamente el 1 de octubre de ese año y particularmente viajé allí 1 o 2 días antes. Pregúntele, por favor, por los motivos que llevaron a su viaje a Cataluña en esas fechas. Was war der Anlass für Ihre Reise nach Katalonien zu diesem Zeitpunkt? Ich habe mich interessiert für die Situation in Katalonien und in Spanien. Ich bin schon mehrere Male nach Katalonien gefahren, nicht nur um Wahlen und Abstimmungen auch mitzuerleben, sondern auch, weil ich zum Beispiel als Mieterbundsvorsitzender versucht habe, einen Mieterverein zu gründen. Ich bin stellvertretender Vorsitzender der UNO-Flüchtlingshilfe, also der Partnerorganisation des UNHCR, ähnlich wie hier in Spanien. Deswegen bin ich auch wegen Flüchtlingsfragen in Katalonien gewesen, um gemeinsame Lösungen zu finden in diesen Fragen. El motivo de viajar ahí ha sido mi interés personal y particular por la situación en Cataluña, aunque no ha sido la primera vez que he viajado allí. A título personal soy presidente de una asociación de arrendadores en Alemania. También he viajado a Cataluña en este contexto, para realizar labores en este contexto. Y además soy miembro de un organismo de las Naciones Unidas, der Vereinten Nationen, de la UNHCR, que es la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, y también en el contexto de esta actividad he viajado a Cataluña. Pregúntele, por favor, si en aquellas fechas en las que viaja a Cataluña él tiene algún cargo representativo en la República Federal de Alemania y, si es así, ¿en nombre de qué organización política? Haben Sie zum Zeitpunkt Ihres damaligen Besuchs in Katalonien ein öffentliches Amt in Deutschland ausgeübt? Und wenn dies der Fall ist, für welche politische Partei? Ich war langjähriges direkt gewähltes, also von der Mehrheit von meiner Stadt Bonn, gewähltes Mitglied des Landtages in Nordrhein-Westfalen. Das habe ich aber im Mai 2017 beendet. Da habe ich nicht wieder kandidiert. Ich bin also ein ehemaliger Abgeordneter aus Bonn, aber ich mache Politik schon seit Anfang der 70er Jahre in Bonn und bin ein langjähriger Politiker in meiner Stadt. He sido durante varios años diputado, además un diputado directo, elegido por su circunscripción electoral de la ciudad de Bonn, en lo que es el Parlamento Regional del Estado del Land Renania del Norte-Westfalia. Es cierto que en el momento de los hechos yo ya no ejercí ese cargo, puesto que ese cargo terminó en mayo del año 2017, pero también es cierto que desde los años 70 estoy muy involucrado en la política. Pregúntele, por favor, si nos puede concretar, si es posible, la formación política por la que ostentó ese cargo en el Parlamento. Können Sie nähere Angaben machen zu Ihrem Werdegang, zu Ihrem politischen Werdegang, der zu der Wahrnehmung dieses Amtes geführt hat? Ja, ich bin seit 1971 politisch tätig. Dort mache ich seit 1971 eine Sprechstunde jede Woche, also seit 48 Jahren.
Ich bin in dem Mieterbund, wie ich schon gesagt habe mich um Wohnungsprobleme gekümmert. Durch diese Sprechstunde habe ich ganz viele internationale Themen wahrgenommen. Ich war auch ein weltpolitischer Sprecher in unserem Landtag, habe mich also um internationale Themen immer gekümmert. Vielleicht für die Motivation, hierher zu kommen, ist wichtig, ich bin Bonner Abgeordneter. Das heißt, ich habe schon in den 70er Jahren die Partei in meiner Stadt begleitet, also auch Willy Brandt kennengelernt und die vielen Leute, die in den 70er Jahren für die Demokratie in Spanien sehr viel getan haben. Das waren Freunde von mir, mit denen zusammen, denen fühle ich mich verpflichtet, gerade weil sie viel getan haben zum Aufbau, zum Beispiel der PSERO, der Gewerkschaften in Spanien und zum Aufbau dieser Verfassung, um die es jetzt auch geht. Deswegen fühle ich mich verpflichtet, auch im Namen dieser Freundschaft mit diesen Menschen hier auch mich zu engagieren. Fue en el año 1971 que comencé con actividad política. Concretamente me activé en el marco de la defensa de los derechos de los arrendadores y en una correspondiente organización. Pero también es cierto que la motivación que me lleva actualmente a estar aquí es que en los dichos años 70 he sido conocido y amigo personal de muchos políticos en Alemania, como Willy Brandt, que colaboraron y cooperaron en el proceso de democratización en España y que me siento personalmente comprometido con este legado de apoyar el proceso de democratización en España. Concretamente, estos amigos conocidos en su momento apoyaron a la creación del Partido Socialista Obrero Español, de sindicatos y también en la redacción de la Constitución, que hoy en día, en este acto también se encuentra de alguna forma, es objeto del procedimiento. Durante su estada en Cataluña en el año 2017, ¿quién sufragó los gastos de desplazamiento y de estancia durante esos días? Wer hat während Ihres Aufenthalts im Herbst 2017 die Kosten für Ihre Reise und Ihren Aufenthalt getragen? Die habe ich selber bezahlt. Ich möchte nicht auf irgendwelche Reisen gehen im Rahmen meines politischen Interesses. Das tue ich auch nicht im Rahmen meiner Reisen durch die Welt für den UNHCR. Ich habe das selber bezahlt, bin auch nicht aufgefordert worden, dass irgendjemand das bezahlt. Ich habe das von mir aus gemacht. Sowohl die Reisekosten, die Hotelkosten und auch alle Beteiligten an meiner Gruppe haben das Mittagessen selber bezahlt. Los costes han sido íntegramente sufragados por mí personalmente, tal y como lo suelo hacer también para mis viajes en el contexto de esta Organización de Naciones Unidas, antes mencionada, precisamente porque no quiero mantener, digamos, mi independencia en este sentido. Y puedo hablar tanto por mí como por los otros compañeros que me estuvieron acompañando durante esa estancia, que todos estuvimos pagando por nuestras comidas nosotros mismos. Pregúntele si el día 1 de octubre concretamente estuvo presente en los centros de votación y cuántos centros de votación visitó, si es así. Trifft es zu, dass Sie am 1. Oktober unterschiedliche Wahllokale aufgesucht haben? Wie viele und welche? Ja, ich habe insgesamt 5 Wahllokale aufgesucht, und zwar in der Schule Tayona. Dígale, por favor, señor intérprete, dígale, por favor, que la ley española no permite que lea la respuesta. Si lo que quiere es consultar algunos datos relacionados con la pregunta que le ha formulado el letrado, puede hacerlo, pero no puede leer la respuesta íntegra. Nach dem Prozessrecht. Der Richter belehrt Sie, dass nach dem spanischen Prozessrecht es nicht zulässig ist, dass Sie in einer Zeugenaussage vorlesen. Sie können sehr wohl
die Unterlagen und Urkunden zu Hilfe nehmen, aber es ist erforderlich, dass Sie Ihre Antwort nicht... Si lo que quiere es enumerar los centros, no hay ningún problema en que lo consulte, pero quiero decirle que no lea algo que ya tiene preparado como respuesta. Wenn Sie eine Aufstellung der unterschiedlichen Wahllokale verlesen möchten, ist das absolut zulässig. Es ist nur erforderlich, dass Sie nichts Vorangefertigtes verlesen. Nein, das möchte ich auch nicht nur. Ich kann die Namen mir nicht merken, so, und deswegen habe ich sie mir nochmal aufgeschrieben aus meinen Unterlagen. Sencillamente se trata efectivamente de los nombres de los centros de votación y como él no puede memorizarlos, los ha apuntado en esta relación. Adelante. Schule Ramon Llull, die ist in die Schule des Horts in der Rambla Prim, die Schule Eiximenis in Girona und dann die Schule Jolasso Gil. ¿Es preciso que repita los centros invocados? No va a ser necesario porque queda grabado. Y en cualquier caso, supongo que a través de las preguntas del señor letrado, pues podremos identificar esos centros. Sí, pero en cualquier caso, mire, tampoco hay ningún problema en que le dé esos datos a la secretaria, a la letrada de la Administración de Justicia, para que los incorpore al acta. Bueno, yo he entendido Ramón Llull y Eiximenis. Los otros no los he entendido, pero no sé si Bien. quizá... O léalo usted, el intérprete, léalo usted. Können Sie die Liste noch mal gerade rausholen, dass ich die Namen vorlesen kann? Ja, genau. Das ist die Liste. Los centros que figuran en la lista son Escola Tallonera, Escola Ramon Llull, Escola des Horts, entre paréntesis Rambla Prim, Escola Eiximenis, entre paréntesis Girona, y Escola Jolasso Gil. Muy bien, otra pregunta, por favor. Sí, con la venia al tribunal. Pregúntele si en alguno de estos centros de votación presenció él directamente la intervención de fuerzas policiales. Sind Sie bei einem dieser Lokale Zeuge gewesen von polizeilichen Maßnahmen? Ja, insbesondere bei Ramon Llull. Wir haben dort festgestellt, da war gerade die Polizei gekommen, und zwar die spanische Nationalpolizei. Sie war eingebrochen oder dort eingebrochen, hatte die Türen zerschlagen, war über den Zaun geklettert und war eben reingekommen. Ich war kurze Zeit später da und war dann mitten in dem Polizeiansammlung, wie sie dann versucht haben, die Menschen abzudrängen, und bin von da aus dann in die nächste Schule gegangen in der Nähe. Dort waren gerade mit den Gummigeschossen geschossen worden, und ich habe festgestellt, dass eben zum Beispiel der Krankenwagen dort war, der den Verletzten oder die Verletzten abgeholt haben. Und ich war eben unmittelbar nach diesen Auseinandersetzungen war ich anwesend. Sí, fui testigo de tales actuaciones, muy concretamente en el centro de votación Ramon Llull. Poco antes de que yo llegara, había empezado a actuar allí el cuerpo de la Policía Nacional. Fui testigo como irrumpieron en el local, rompiendo las puertas, previamente habiendo escalado las vallas, y empezaron a despejar o a desplazar a la gente que se encontraba allí. Poco después, al acudir al siguiente centro, fui testigo de heridos que habían sido lesionados por proyectiles de goma y fueron trasladados en ambulancias a centros hospitalarios. Pregúntele, por favor, y dado que fue testigo directo de la llegada de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en el Colegio Ramon Llull, pregúntele si en el momento de la llegada de los agentes él pudo presenciar que existiera un requerimiento por parte de la policía, una negociación o mediación por parte del Cuerpo Policial de Policía con los ciudadanos que se encontraban en el centro de votación Ramon Llull.
Da Sie ja unmittelbarer Zeuge der polizeilichen Maßnahmen im Wahllokal Ramon Llull gewesen sind, geben Sie bitte an, ob Ihrer Kenntnis nach es eine vorherige Aufforderung seitens der Polizei an die dort befindliche Bevölkerung gegeben hat, wo die Maßnahme angekündigt, angedroht wurde oder sonst die Bevölkerung aufgefordert wurde, ein bestimmtes Verhalten einzunehmen. Das kann ich leider nicht bestätigen, weil ich ja erst nach diesem unmittelbaren Attacke dort war. Ich habe dann mit den Menschen in dem Wahllokal geredet. Die haben mir von solchen Aufforderungen nichts erzählt. No puedo contestar a esta pregunta, pues como ya dije, yo llegué al lugar de los hechos poco después de comenzar las medidas policiales. Con lo cual no puedo responder a esta pregunta. No obstante, sí es cierto que estuve hablando con varias personas allí presentes y ninguna de ellas relató nada de unos avisos o previos llevados a cabo por la policía. Pregúntele, por favor, en cuanto a los ciudadanos que se encontraban en el centro de votación, ¿cuál era la actitud que estos ciudadanos tenían en relación a la actuación del cuerpo policial? Y por lo que él pudo percibir directamente, digamos, ¿cómo se encontraba esa población civil que estaba en los centros de votación? ¿Si estaba alterada, si estaba tranquila, si estaba intimidada? Die Frage ist, als Sie in diesem Wahllokal eingetroffen sind, wie haben Sie die Stimmung der dort befindlichen Menschen wahrgenommen? Was haben Sie dort wahrgenommen? Waren die Menschen ruhig, besonnen? Waren sie besorgt, angsterfüllt? Was war Ihr Eindruck von dem Zustand der dort befindlichen Menschen? Ja, ich war beeindruckt von ihrer Gelassenheit. Natürlich war eine Angst, wenn man eine solche eine Attacke dort über die zerstörten Scheiben und der zerstörten Eingänge erlebt hat, dann ist das sicherlich ein Grund zur Angst. Viele Leute hatten Angst, weil eben immer damit gerechnet werden musste, dass die Polizei zugreift. Aber im Übrigen muss ich feststellen, dass die Leute sehr besonnen und ruhig waren und nicht aggressiv waren, sondern eben einfach nur die Tatsachen geschildert haben. En general, mi impresión personal fue quedarme muy sorprendido frente a la, digamos, tranquilidad o contención por parte de los allí presentes, toda vez que sí se evidenciaba claramente una fuerte impresión por los hechos ocurridos, que eran el destrozo de ventanas, puertas, etc. No obstante, no percibí por parte de los allí presentes pues, una actitud violenta o agresiva, sino, como ya he dicho, una admirable situación de tranquilidad o de contención. Ha hablado el testigo en relación a los daños en ventanas y en puertas. ¿Qué otras actuaciones puede describir que vio por parte del cuerpo policial en el centro escolar Ramon Llull? Sie haben gerade die zerbrochenen Fensterscheiben und Türen erwähnt. Können Sie von weiteren Folgen oder Folgen der Einsätze oder von weiteren konkreten Maßnahmen der sich dort befindlichen Polizei im Wahllokal Ramon Llull berichten? Nein, ich kann das nicht, weil ich, wie gesagt, erst eingetroffen bin, als die Polizei schon wieder vor der Tür war, gerade abgezogen war. Vor der Tür habe ich dann im Pulk der Polizei gestanden, die dann versucht hat, die Menschen wegzudrängen. Viele haben dann gesagt, hier können wir nicht mehr wählen, weil die Wahlurnen ja mitgenommen worden sind. Und da man an verschiedenen Stellen wählen wurde dann gesagt, ihr könnt hier in der Nähe nochmal wählen. Und deswegen sind viele Wähler dort in die andere Wahllokal gegangen.
No puedo contestar a esa pregunta, pues como ya dije, el momento en el que yo llegué al lugar de los hechos, las actuaciones policiales ya habían terminado. Ya se encontraban nuevamente fuera de los confines de ese centro. Lo que sí puedo decir es que había varias personas allí reunidas, muchas de ellas mencionando su intención de acudir a otros centros de votación, puesto que la policía había secuestrado las urnas. Pregúntele, por favor, en los otros centros de votación que él pudo visitar ese día, en los que no intervino las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, qué es lo que pudo ver, cómo se encontraba la ciudadanía que estaba allí presente y cuál era la situación. Können Sie in Bezug auf die anderen Wahllokale, die Sie besucht und besichtigt haben, angeben? Also dort, wo Sie keine polizeilichen Maßnahmen angetroffen haben oder bezeugt haben. Können Sie Angaben machen zu der allgemeinen Situation oder Befindlichkeit der dort anwesenden Bevölkerung? Ja, ich muss noch sagen, dass ich dann eben auch in diese andere Schule gegangen bin, in der unmittelbaren Nähe. Dort war es dann zur Auseinandersetzung, wie ich schon sagte, mit den Gummigeschossen gekommen. Einer meiner Kollegen hatte auch der vorgegangen war, hatte auch einen solchen Ball, einen Gummiball in der Hand und auch Patronen, mit denen geschossen worden sind. Da gab es natürlich eine emotionale Aufbringung. Wir sind dann weitergefahren in eine andere Schule, in eine weitere Schule. Da musste ich erleben, dass Polizei da noch nicht war, aber sehr viele Menschen sehr stark von den offensichtlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die das organisiert haben, immer wieder darauf hingewiesen worden ist, falls die Polizei kommt, absolute Ruhe zu bewahren, nicht aggressiv zu werden, sondern eben auch das zu tun, was die Polizei verlangt und nichts zu tun gegen irgendeine Gewalt zu verursachen. En cuanto al centro cercano al anterior centro, entiendo yo, el intérprete, que es el centro de Ramon Llull, al que acudimos posteriormente, nos encontramos una situación bastante emocional debido a, como ya indiqué, se habían producido disparos con proyectiles de goma. Un compañero mío, concretamente, sostuvo en sus manos uno de estos proyectiles de goma y también pudimos percibir casquillos, los correspondientes casquillos en ese lugar. La situación en ese centro, como ya he dicho, muy emocional, emotiva por estas circunstancias. Y en el siguiente centro al que acudimos nos encontramos con una situación pues también de tranquilidad y contención, y debo indicar también que las organizaciones civiles que venían organizando este evento, es decir, lo que se llevó a cabo el 1 de octubre, la votación, siempre resaltaban mucho que, digamos, unas pautas de actuación de cara a la población, en cuanto llegara o acudiera a la policía, mantener siempre la calma y comportarse pacíficamente. Kann ich noch ergänzen? Ich möchte noch ergänzen, wie die Stimmung bei den Wählern war. Danach bin ich ja auch gefragt worden. Es hat eben sehr lange gedauert, bis die Wahl vorgenommen werden konnte. Das musste ja dann jeweils abgeglichen werden mit den Wahlunterlagen, die man per Internet hatte. Und da das Internet immer wieder gehackt worden ist und die Verbindung aufgebaut werden musste, hat es sehr lange gedauert. Zum Teil sind die Namen ja und die Adressen und die Passportnummern aufgeschrieben worden und dann per Handy weitergegeben worden. Das heißt, die Menschen mussten oft über viele Stunden warten, bis sie die Möglichkeit hatten zu wählen. Und viele Leute, auch kranke und alte Leute, haben dort sehr lange ausgeharrt, trotz dieser
möglicherweise Bedrohung, die sich auch sehr schnell über die Medien breit gemacht hat, oder? Quiero añadir en cuanto a la situación encontrada concretamente en los votantes, en las personas que habían acudido a votar, la siguiente circunstancia, y es que debido a las condiciones en las que se lleva a cabo la votación, el paso de los censos, de las listas, concretamente también debido al hecho de que el Internet había sido bloqueado, esto condujo a que muchos datos, nombres o los números de los documentos nacionales de identidad eran apuntados a mano y posteriormente enviados por teléfono móvil. Y esto producía pues un extremadamente largo tiempo de espera en los votantes, a lo que hay que añadir la situación o una percepción de amenaza por parte de posibles actuaciones policiales. Pregúntele si la existencia de esa amenaza de actuaciones policiales modificó la actuación de la ciudadanía, de las pautas que se habían, digamos, distribuido y planteado ese día, y si hubo algún cambio a partir de la amenaza de la intervención policial. Hat diese von Ihnen eben angesprochene Bedrohung oder das Gefühl der Bedrohung durch die polizeilichen Einsätze Ihrer Wahrnehmung nach das Verhalten dieser Wähler in irgendeiner Weise geändert? Haben Sie Ihr Verhalten insbesondere gegenüber den vorher abgegebenen Empfehlungen, Verhaltensempfehlungen abgeändert? Nein, sie waren ausgesprochen diszipliniert. Es hat ja zum Teil auch geregnet, also über mehrere Stunden draußen stehen an der Schlange und vielleicht auch Behinderte sein und in Bedrohungsgefühlen zu sein, weil immer wieder auch diese Hubschrauber über den Wahllokalen drehten und man dachte, jetzt kommt die Polizei gleich zu uns. Nein, man ist sehr ruhig gewesen, ganz erstaunlich. Es war für mich ein positives Erlebnis von so viel Engagement von Bürgern, das kenne ich aus Deutschland gar nicht, leider. No, el comportamiento no se vio modificado de ninguna manera, al contrario, yo he podido constatar con sorpresa y admiración, es algo que veo de forma muy positiva y no aprecio en mi propio país, en Alemania, que las personas, como ya he dicho, no modificaban, no cambiaban su comportamiento, todo ello, como ya he dicho, bajo una situación relativamente adversa, de amenaza percibida, también debido a los helicópteros que estaban circulando en el aire encima de los centros. Y también es cierto que ese día pues, hubo varias horas de lluvia y no obstante las personas, incluso algún discapacitado, permanecían ahí y mantuvieron una férrea disciplina. Cuando habla de férrea disciplina, ¿se refiere a férrea disciplina no violenta? Die Frage bezieht sich auf meine Übersetzung. Ich sprach eben von einer eisernen Disziplin. Ja, und die Verteidigung fragt, diese eiserne Disziplin, bezog sie sich darauf, keine Gewalt anzuwenden? Ja, erstens wählen zu gehen und lange zu warten, bis man seine Stimme abgeben konnte oder seine Stimme abgeben. Man hat lange gewartet und natürlich auch, dass man ja unerschrocken ist und eben keine Gewalt anwendet. Es war klar, dass in so einer Stimmung es leicht zu Gewaltausbrüchen kam, aber es ist nicht zu Gewaltausbrüchen gekommen. Im Gegenteil, es ist immer von den Organisatoren darauf hingewiesen, bitte bleibt ruhig, keine Gewalt, lasst euch keine Angst machen, macht keine Fehler dabei. Und das ist auch sehr stark eingehalten worden. Das ist schon sehr erstaunlich in so einer emotionalen Situation der Bedrohung.
Esta férrea disciplina se refiere concretamente al propio hecho de ir a votar, al hecho de esperar tantas horas para poder hacerlo, al hecho de someterse a esta situación de intimidación y al hecho de no ejercer en ningún momento la violencia, que en tal situación de intimidación es fácil que pueda surgir y no obstante no surgió. Dos cuestiones más y ya vamos acabando. De regreso a Alemania, a raíz de los hechos que él había presenciado y vivido directamente, ¿inició, dio curso a algún tipo de iniciativa o acción política en su país de origen? Haben Sie nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland, nach diesen Gegebenheiten, irgendeine politische Initiative ergriffen in dem Zusammenhang mit dem Erlebten? Ja, dazu muss man sagen, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, ist es mir ein großes Anliegen, einen demokratischen Konsens zu finden und dazu beizutragen, dass es einen demokratischen Konsens gibt. So habe ich viele Gespräche hier in Spanien, weil man mit grundsätzlichen Diskussionen nicht weiterkommt, sondern versuchen müsste, eine demokratische Lösung zu finden. Natürlich habe ich versucht, mit meinen Freunden meiner Partei intensive Gespräche darüber zu führen. Ich habe auch versucht, mit der PSOE und der Regierung Gespräche zu führen und immer darauf hinzuweisen, man kann politische Probleme nicht über Justiz lösen, weil ich auch der Auffassung bin, und das sind ja auch ist das OLG Schleswig-Holstein gewesen und viele andere Gerichte auch, dass die Straftatbestände gar nicht vorliegen, denen mir vorgeworfen ist. Ich glaube, hier wird die Justiz missbraucht für Politik. Das ist ganz schwierig und schwierig für den Staat und für den Konsens, den man dringend braucht. Ich bin kein Befürworter der Unabhängigkeit. Ich sage aber, solche Konflikte müssen demokratisch gelöst werden. Und dazu habe ich beigetragen, indem ich versucht habe, mit allen Beteiligten in Deutschland, deutschen Parlamentariern, aber auch spanischen Parlamentariern und Regierungsvertretern zu reden. En respuesta a esta pregunta debo indicar lo que ya he relatado anteriormente, que es mi deseo que se encuentre un consenso democrático para solucionar el problema, que las discusiones de base no sirven. Mire, por favor, transmítale que su testimonio lo valora el tribunal, pero cuando se refiere a hechos, cuando se refiere a valoraciones de carácter político sobre cuál tiene que ser el futuro de este o de cualquier otro problema, pese a que su opinión es muy respetable, es prescindible. Ich weise Sie durch den Richter darauf hin, dass Sie als Zeuge geladen sind, insofern dass Sie als Zeuge geladen sind und als solcher über Tatsachen aussagen können und sollen, aber dass Ihre persönlichen Ansichten und Ihre persönliche Meinung im Zusammenhang dieses Verfahrens zwar durchaus respektabel ist, aber im Rahmen des Verfahrens nichts beiträgt. Ja, das mag ja sein. Sie haben mich nur nach meinen Aktivitäten gefragt oder ich bin nach meinen Aktivitäten gefragt worden und meine Aktivitäten bestanden eben darin, Gespräche zu führen mit spanischen Regierungsvertretern und mit deutschen Regierungsvertretern und Parlamentariern. Natürlich habe ich versucht, dieses Thema in Deutschland eben auch öffentlich zu machen. Und das war natürlich auch schon öffentlich durch die Entscheidung des Oberlandesgerichts. Das ist ein großes Thema in Deutschland, wie Spanien sich hier verhält. Sí, efectivamente, pero era solamente a título introductorio de las actividades que posteriormente sí he iniciado. Dígale, por favor, que describa esas actividades y prescinda de la introducción.
Ich soll Sie darauf hinweisen, dass Sie auf Tatsachen Bezug nehmen können und, wenn möglich, auf Ihre persönliche Meinung verzichten sollten. Concretamente, las actividades iniciadas era buscar el diálogo institucional tanto en Alemania como en España. Aquí en España, concretamente, conversaciones con amigos, con el Partido Socialista Obrero Español y también con el Gobierno para intentar promover iniciativas de diálogo. Y en la República de Alemania, pues también la búsqueda de diálogo, porque es un tema que suscita también gran interés político en la República Federal de Alemania. ¿Tiene otra pregunta? Sí, con la venia del tribunal. Pregúntele, por favor, si él nos ha introducido en una de las respuestas que estuvo esos días en Cataluña con otros colegas. Creo que ha utilizado, al menos usted en la traducción, esa expresión. Pregúntele si, de forma, cuando hablaron entre los distintos colegas que habían visitado Cataluña esos días, si compartieron las mismas impresiones que él nos ha narrado aquí en cuanto a los hechos del 1 de octubre. Sie haben ja vorhin angesprochen, dass Sie, als Sie die Wahl beobachteten im Herbst 2017, gemeinsam mit Kollegen angereist waren oder sich fortbewegt haben. Können Sie angeben, ob diese Kollegen von Ihnen die von Ihnen heute hier dargelegten Eindrücke teilen? Ja, ich glaube ja. Ich möchte aber noch mal betonen, Wahlbeobachter war ich nicht. Ich war wie alle anderen ein interessierter Politiker, die sich eben an den Auseinandersetzungen dieses Prozesses zwischen Katalonien und Spanien ein Interesse haben. Wahlbeobachtung erfolgt unter OECD-Bedingungen und das waren wir sicherlich nicht. Wir waren eine Gruppe von politisch interessierten Menschen, die eben an diesen Situationen interessiert sind. Und meine Kollegen hatten sicherlich mit mir ähnliche Eindrücke, die ich auch hatte. Ich glaube, die Einschätzung war von allen dieselbe. La respuesta es creo que sí. No obstante, quiero remarcar que estos colegas o compañeros no lo eran tanto incorporados en lo que sería una observación electoral como tal, puesto que esto requeriría unos requisitos pues, previstos en reglamentos de las Naciones Unidas, etcétera, sino que sencillamente yo y estos compañeros nos encontrábamos allí por el mero interés político y personal. Pues ya, solo un matiz para acabar, a ver si tengo más suerte ahora que al principio del interrogatorio. Pregúntele, por favor, si la organización política o las organizaciones políticas por las que él ha trabajado en Alemania y ha ostentado varios cargos políticos, si alguna de ellas es independentista. Die Frage ist, ob eine der politischen Einrichtungen, Organisationen, für die Sie Ämter ausgeübt haben oder sich politisch in Deutschland engagiert haben, pro-separatistisch ist. Nein, ich auch nicht. La respuesta es no. Y igualmente yo tampoco lo soy. ¿Alguna defensa tiene otra pregunta? Adelante. Actúa. En nombre y representación de la señora Meritxell Borràs. Sí, no la he señor propuesto, Junqueras no va a por formular eso ninguna pensé pregunta. que era al final, Sí. como usted Bueno, quiera. adelante. ¿Sí? Adelante. Ahora, con la venia de la excelentísima sala. La primera pregunta. Junto a usted en este programa de visitantes internacionales, vino también el señor Dimitri Ruppel, además de otros diputados del Parlamento Europeo como Mark de Mesmaeker o de Mesmaeker, no sé cómo se pronuncia, Peter Luix, Helga Stevens, Magni Arts y un largo etcétera. ¿Vinieron en el mismo grupo de visitantes internacionales?
trifft es zu, dass im Rahmen dieser Gruppe internationaler Besucher zu dem Ereignis auch die vorgenannten Personen, darunter auch viele Repräsentanten politischer Parteien in Deutschland dabei gewesen sind? ¿Quiere usted repetir los nombres de las personas? El primero, Dimitri Rupel, que era un poco el de Eslovenia. Dimitri Rupel aus Slowenien. Ja, ich glaube, der war dabei. Sí, creo que él también estuvo allí. Sí. Aber aus Deutschland war nur ein Kollege da noch. De Alemania solamente hubo un compañero más. Sí, ¿se acuerda del nombre del compañero alemán? Können Sie sich an den Namen erinnern? Das kommen wir gleich. Ich sage ihn gleich. Tiene que hacer memoria. Ahora mismo no se acuerda, pero seguramente dentro de un momento. Es von den Linken. Von der linken Partei. Es del partido político Die Linke, que es un partido de izquierdas. Sí, ahora lo buscaré. ¿Del partido político me ha dicho? Die Linke. Lo buscaré ahora yo también en la lista. Sí, otra pregunta. André Junco ist sein Name. Su nombre es André Junco. Sí, exacto. André Junco. Vale. Gracias. Otra pregunta que le quiero hacer. Cuando ustedes fueron invitados, bien hubieran sido invitados, bien hubieran sido ustedes los que mostraron interés en venir, ¿el objetivo de esta visita tenía algo que ver con un programa de misión de observación electoral, de validación de resultados? Als Sie eingeladen wurden, diese Reise zu unternehmen, dahingestellt, ob Sie auch eingeladen wurden, beziehungsweise selbst die Initiative ergriffen haben, anzureisen. Hatte die Motivation für diese Reise einen Hintergrund, einen gewissen Hintergrund, in gewisser Weise eine Beobachtung dieses Urnengangs durchzuführen? Also erstmal, ich habe angefragt bei Diplocat, ob ich wieder mitreisen kann, weil ich davon wusste. Ich bin interessiert an diesen Themen seit langer Zeit und nicht nur an diesen Themen, sondern, wie ich gesagt habe, an Wohnungsfragen, an Mieterfragen, an Flüchtlingsfragen. Deswegen bin ich ganz oft hier in Katalonien gewesen. Und natürlich war unser Ziel zu sehen, wie das jetzt dieses Verfahren abläuft, ohne dass wir Wahlbeobachter waren. Wir sind nicht der Status des Wahlbeobachters des OECDs, sondern wir sind ganz normale Besucher gewesen, die eben diesen Vorgang der Abstimmung gerne beurteilen wollten, ohne Partei zu ergreifen, sondern wir wollten eben einfach sehen, was geht hier in Spanien und in Katalonien zurzeit ab, wie man das so sagt. Sí es cierto que yo había planteado una solicitud, lo traduzco como tal, a Diplocat. No obstante, la motivación para realizar ese viaje era sencillamente interés personal, que no se limita únicamente a esta cuestión, como ya he dicho. Mi interés es más amplio, también se refiere a asuntos relacionados con los refugiados y a temas de arrendamiento, y por estos motivos he realizado varios viajes a Cataluña. Y insisto, mi motivación era sencillamente presenciar sin partidismo, por pura motivación de interés, aquello que estaba ocurriendo en España en esos momentos. Pero esta solicitud era para hacer una misión de observación electoral en el sentido de validar resultados o en el sentido de interés de ver lo que sucedía. Ihre gestellte Anfrage bei Diplocat, hatte die mehr als Grundlage eine Motivation, in gewisser Weise eine Wahlbeobachtung oder auch eine Art Ratifizierung des Wahlergebnisses, eine mögliche Ratifizierung des Wahlergebnisses abzugeben, oder war mehr Ihr persönliches Interesse im Vordergrund?
Ich glaube, dass der Besuch ist ja nicht nur wegen der Wahlen da gewesen, sondern wir haben Gespräche mit allen Parteien geführt, also auch denjenigen, die gegen die Unabhängigkeit oder gegen dieses Votum war. Das war ein Bestandteil des Programmes von uns gemeinsam und wir haben zwar nachher zusammengesessen und haben so ein Resümee für uns gezogen, ohne dass das ein formales Beschluss einer Wahlbeobachtergruppe gewesen wäre. Das ist eine ganz normale politische Zusammenkunft gewesen über die Frage, was haben wir jetzt erlebt. Und ich wiederhole nochmal, wir sind eben nicht nur bei den Wahllokalen gewesen, sondern wir haben mit allen möglichen Parteien geredet. Ich selber habe auch mit der stellvertretenden Außensprecherin geredet, die mir auch bestätigt hat, dass gar kein Geld vorhanden ist, die Wahlen selbst durchzuführen, sondern die Wahlen sind ja, oder die Abstimmungen sind ja durchgeführt worden, offensichtlich von der Zivilbevölkerung. Das war auch mein Eindruck und meine Erkenntnis, da war gar kein Staat dabei und der katalanische Staat dabei, sondern das war eine zivilgesellschaftliche Organisation. Der Staat hatte gar kein Geld, was ja auch der Finanzminister Spaniens noch bestätigt hat. La motivación era asistir y poder hablar con todas las partes involucradas, como así en efecto se hizo. En ningún caso había una prioridad en este elemento, digamos, de observación o validación de la votación. Añade que, según su impresión, esta votación no fue llevada a cabo por medios estatales o por el propio Estado, sino que, según su impresión, era claramente palpable que era un acto, una votación organizada pues, por la propia organización civil. Y como en efecto posteriormente pues, también ha confirmado el ministro de Economía español, efectivamente no había recursos económicos involucrados en este referéndum. Formula otra pregunta, por favor. Sí. Cuando usted ha dicho de hablar con todos, ¿recuerda si también en esta instancia corta que hizo se reunió con varios partidos políticos que no eran independentistas? Können Sie sich daran erinnern, dass Sie während Ihres Aufenthalts auch Gespräche geführt haben mit politischen Parteien, die nicht Unabhängigkeitsbefürworter waren? Ja, zum Beispiel mit der Sozialdemokratischen Partei Kataloniens, PSC, die ja nicht, mit denen habe ich intensive Gespräche immer wieder geführt, auch damals. Sí, particularmente estuve en diálogo con el Partido Socialista de Cataluña y no solamente en ese momento. Y a dos preguntas más. La primera es si recuerda haber participado en programas de visitantes internacionales que Diplocat organizó tanto para el proceso del 9 de noviembre del 2014 como en las elecciones al Parlamento de Cataluña de septiembre de 2015. Haben Sie im Rahmen von Diplocat auch weitere Reisen nach Katalonien durchgeführt, namentlich im Rahmen der Vorgänge rund um den 9. November 2014 beziehungsweise zu den Wahlen im September 2015? Ja, ich war auch hier, ebenso wie bei den Wahlen im Dezember dann 2017. Ich war jeweils hier und habe mich über die Situation erkundigt und habe Gespräche geführt. Mit vielen Gruppen, immer wieder. Sí, he estado presente en todas estas ocasiones, como también con ocasión de las elecciones en diciembre del año 2017, y he llevado diálogo con todas las organizaciones. Aber ich muss betonen, ich habe immer meine Reisen selber bezahlt. Pero debo subrayar que siempre he sufragado los costes de estos viajes íntegramente a título personal. ¿Le ofreció
a pesar de ello el Diplocat poder sufragar estos costes? Ya ha dicho que él pertenecía a esta entidad de Naciones Unidas. Aún así, ¿Diplocat le ofreció pagarle los billetes de avión como algo normal? Ist Ihnen von Diplocat angeboten worden, Ihre Reisekosten zu tragen? Nein, ich glaube nicht. Ich habe es jedenfalls von vornherein, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer gesagt, ich möchte es gerne selber zahlen. Diplocat könnte das natürlich zahlen. Das ist ja ein ganz übliches Instrument der Information über ein Land, wie es bei uns auch gibt. Wir haben sogar in Spanien die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Konrad-Adenauer-Stiftung als halbstaatliche Einrichtungen, die regelmäßig für politische Kontakte sorgen mit Ausländern, mit Inländern und so weiter. Das ist ein ganz übliches Verfahren, auch meines Landes Nordrhein-Westfalen, dass wir Außenbeziehungen machen, dass wir immer über unser Land informieren. Das hat Diplocat gemacht und das ist ja auch gut so, hat mich in diesen vielen Begegnungen, hat mir einfach Kontakte mit vermittelt. Aber wie gesagt, bezahlt habe ich selber und ich wollte jedenfalls von Diplocat kein Geld haben. No recuerdo si hubo tal oferta. En cualquier caso, puedo afirmar que nunca se sufragaron dichos costes, seguramente por el hecho de que desde la primera ocasión dejé muy claro que para mí era muy importante sufragar estos costes siempre a título personal. Añado que, de haberse sufragado, este hecho sería completamente una normalidad democrática, tal y como también ocurre en Alemania con fundaciones políticas adscritas a distintos partidos y distintas instituciones del Estado que fomentan el contacto y el diálogo político internacional. La última pregunta, ¿sabe usted si este compañero o otro diputado alemán al que ha hecho referencia fue pagado por él los gastos o los pagó el Diplocat, si lo sabe? Ist Ihnen bekannt, ob der andere deutsche Teilnehmer, Abgeordnete oder Politiker, der auch anwesend war, ist Ihnen bekannt, ob ihm seine Reisenkosten bezahlt wurden? Das weiß ich leider nicht. Ich habe mit ihm darüber nicht geredet. Der war aber ja oder ist Bundestagsabgeordneter und müsste eigentlich die Möglichkeit haben, von seinem Land und seinem Etat dies auch bezahlen zu können. Das ist eigentlich klar, aber ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen. La respuesta es no lo sé. Y no he hablado con él sobre este extremo. No obstante, este señor es diputado en el Parlamento Federal alemán y como tal debería poder disponer de los medios para sufragar estos viajes. Muy bien, no tengo más preguntas, gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta por parte del Ministerio Fiscal? Pues con la venia, excelentísimo señor. Buenos días. Si le puede preguntar, porque ha mencionado su relación con, he entendido, el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Si es esta el organismo de Naciones Unidas que ha mencionado, y si es este, ¿qué relación oficial tenía en otoño de 2017? Y si la visita a España guardaba algún tipo de relación, o qué relación guardaba con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Porque es que lo he oído mencionar. Die erste Frage bezieht sich zu Ihrer Mitgliedschaft oder Aktivität in der UNHCR. Und die Frage ist konkret, ob diese Organisation der von ihr jetzt gerade genannten ACNUR, das könnte die Abkürzung auf Spanisch sein, diese Organisation, können Sie das bestätigen, ob das diese Organisation ist?
Ja, das ist diese Organisation und ich möchte noch mal an dieser Stelle mich bedanken bei den vielen Spaniern, die nämlich 4-mal mehr über ACNUR an Geld spenden als wir das in Deutschland, obwohl Spanien nur die Hälfte der Bevölkerung hat. Also ist ein großer Dank auch an die spanische Bevölkerung, dass sie so viel für die internationale Flüchtlingsarbeit tut. Spanien ist uns ein großes Vorbild. Confirma que es la organización ACNUR que usted acaba de mencionar y de momento solamente ha respondido a esa parte de la pregunta. Ahora le volveré a trasladar las segundas partes de la pregunta. No obstante, confirma esto y añade su agradecimiento a la población española, puesto que la misma realiza aportaciones 4 veces superiores a la población alemana, con lo cual está realizando un gran apoyo a dicha organización. Entonces, la parte usted lo ha... Traslado la segunda parte. Muchas gracias. Der zweite Teil der Frage, der eben gestellten Frage ist, welche Beziehung, offizielle Beziehung, welches offizielle Amt, wenn Sie ein solches bekleidet haben, bekleideten Sie im Herbst 2017? Ja, was heißt offiziell? Ich bin stellvertretender Vorsitzender der UNO-Flüchtlingshilfe gewesen. Ich bin Vorsitzender des Mieterbundes gewesen. bin ich immer noch Vorsitzender und damals natürlich auch. Ich bin in meiner Partei, mache ich seit 1971 Sprechstunde als ehemaliger Abgeordneter und als Abgeordneter jede Woche 25 Menschen, die um Hilfe bitten. Ich arbeite für den Deutsch-Türkischen Kulturforum und helfe Flüchtlingen in der Türkei und in Deutschland. Das sind die Ämter, die ich habe, um die ich mich kümmere. Also ich habe kein öffentliches Mandat mehr als Politiker, sondern arbeite aber noch als Bürgerberatung für meine Partei und in meiner Funktion. En cuanto a cargo oficial, remarca que actualmente él no ostenta ningún cargo unido a un mandato público, pero no obstante menciona que es el vicepresidente de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, en Deutschland, en Alemania. Was sind Sie vom Mieterbund Vorsitzender? Es presidente de la Asociación de Arrendadores en Alemania. La pregunta en concreto es si en octubre... Un segundito. Mire, intérprete. El tribunal tiene una duda, pero no es una duda en relación con los hechos que él describe, sino quizás sobre el concepto jurídico de arrendador que se está utilizando. Pregúntele si es tan amable, esa asociación, ¿cuál es el objeto social? Eso que usted ha traducido como una asociación de arrendadores. Zu der Frage des Mieterschutzbundes, dessen Vorsitzender Sie sind, was ist der Zweck, was ist die Zweckrichtung dieses Mieterbundes? In meiner Stadt gibt es 22.000 Haushalte, die Mitglied des Mieterbundes sind. Wir beraten Menschen, die in mietrechtlichen Situationen sind, die Streitsituationen sind. Wir machen aber eben auch Wohnungspolitik. Wir versuchen, die Situation der Mieter zu verbessern durch politische Einflussnahme auf zum Beispiel den Stadtrat, aber auf Landespolitik und auf Bundespolitik. Deswegen habe ich versucht, auch in Spanien mitzuwirken an einer Veränderung oder an einer Lösung des Problems, dass viele Menschen sich ein Eigenheim nicht mehr leisten können und deswegen eigentlich eine Miete brauchen. Das Mietrecht ist aber nicht besonders geeignet für ein dauerhaftes Wohnen, weil es Zeitverträge sind. Deswegen geht es mir sehr stark darum, die Situation von Menschen auch in Spanien durch meine Kenntnis in diesem Rechtsgebiet zu verändern. En mi ciudad, en Alemania, hay un total de 22.000 viviendas en régimen de arrendamiento urbano y nuestra organización lo que hace es prestar asesoramiento a dichos arrendadores y además también se dedica a participar en política de urbanismo y de vivienda. Y
en el contexto de esta actividad también ha sido siempre un deseo mío contribuir a la protección de arrendadores en España, visto que las circunstancias del mercado de arrendamiento de aquí de España son igualmente dignas o necesitadas de apoyo. Otra pregunta, por favor. La pregunta que ha quedado sin contestar es si su presencia en España guardaba algún tipo de relación con las actividades del Alto Comisionado de Naciones Unidas o si tenía algún mandato oficial de ese Alto Comisionado. Die Frage ist erneut bei Ihrem Besuch im Herbst 2017, ob dieser Besuch einen direkten Zusammenhang mit der Ausübung Ihres Amtes als stellvertretender Vorsitzender des UN-Flüchtlingswerks hatte. Nein, hat es nicht. Wir mischen uns als UNO-Flüchtlingshilfe natürlich nicht ein in irgendwelche innerspanischen Verhältnisse. Ich habe nur gesagt, es gibt eben eine gute Organisation in Spanien, die besser arbeitet als wir und die mehr Geld bei den Bürgern einnimmt. Aber das hat nichts zu tun mit einer Beauftragung hierher. Ich fahre häufiger mit meiner Organisation in Flüchtlingslager in der Welt, um mir die Situation von Flüchtlingen in der Welt anzusehen. Und das bezahle ich aber auch selber, einfach um mir ein politisches Bewusstsein zu machen für diese Tätigkeit, die in der Öffentlichkeit ist, in Deutschland für die Flüchtlinge mich auch einzusetzen, im Sinne des UNHCR. Das hat aber keine Aufgabe, ich hatte hier kein Mandat für die zu arbeiten. No, mi visita en esa ocasión no estaba directamente vinculada a este cargo. Muy bien. Puede preguntarle quién contactó con él de Diplocat para el viaje a España en septiembre-octubre de 2017. Die Frage ist, wer bei Diplocat hat mit Ihnen Kontakt aufgenommen im Zusammenhang mit Ihrer Anreise im Herbst 2017? Wer bei Diplocat mit Ihnen Kontakt aufgenommen hat im Zusammenhang mit dieser Reise? Ja, ich kenne schon seit langem Albert Rojo, der Vorsitzende von Diplocat oder der damalige Vorsitzende von Diplocat. Das ist ein Bekannter, mit dem ich mich immer wieder austausche über die verschiedenen Themen, die eigentlich interessant sind in Katalonien. Und das ist ein Bekannter inzwischen von mir. Mit dem habe ich das erörtert. Estuve en contacto con don Albert Rojo, que en aquel momento fue stellvertretender Vorsitzender. Sí. Albert fue vicepresidente de Diplocat. En algunas otras ocasiones, este mismo señor le había contactado para viajes similares. Hat Sie dieser Herr auch bei anderen Gelegenheiten aufgefordert, ähnliche Reisen zu unternehmen? Bitte, es war keine Aufforderung, sondern es war ein Dialog, was interessant ist. Das war vor allen Dingen von mir ausgegangen, weil ich Interesse an dem Verfahren habe. Das war keine Aufforderung, sondern ein Gespräch, was interessant ist, wo ich möglicherweise in welchen helfen mit meinem politischen und gesellschaftlichen Hintergrund, wo ich helfen kann und was mich interessiert in dieser Situation. Und wie gesagt, ich bin sehr interessiert an der Frage der demokratischen Lösung des Konfliktes und in vielen Feldern, wo man in vielen Feldern zusammenarbeiten sollte, um politische Themen zu bearbeiten. Ich bin nicht aufgefordert worden, sondern ich habe gefragt, was kann man möglicherweise gemeinsam für meine bildungs- und politischen Interessen tun. Quiero remarcar que la iniciativa en ningún momento fue por parte de él, sino más bien el interés, es así que el interés es por mi parte. Y yo me encuentro constantemente en una situación de diálogo con esta persona. Y en el contexto de este diálogo se producían este tipo de conversaciones. Muy bien. Ahora le puede preguntar si en el curso de su estancia y de sus observaciones se informó o le informaron de que la consulta a celebrar el día 1 de octubre estaba amparada en una ley y prevista como una consulta de referéndum vinculante. Sind Sie im Rahmen der Vorgänge im Herbst 2017 darüber belehrt worden oder darauf hingewiesen worden,
dass die durchzuführende Abstimmung auf der Grundlage eines Gesetzes durchgeführt werden sollte oder durchgeführt wurde und dass diese Umfrage, dieser Urnengang verbindlichen Charakter haben sollte. Ja, es gibt, ich bin sicherlich über die Hintergründe dieses Vorgangs informiert gewesen, schon aus der deutschen Presse und der allgemeinen Berichterstattung. Das war ja alles nicht unbekannt. Gleichwohl bin ich dorthin gefahren und Diplocrat hat eben auch gesagt, fahren Sie mit, obwohl ich sicherlich skeptisch immer bin gegen eine Unabhängigkeit. Ich sagte mal, ich glaube, die Probleme muss man dialogisch lösen und nicht durch eine Unabhängigkeitserklärung. Ich bin kein Befürworter der Unabhängigkeit, sondern des demokratischen Dialoges. Das war immer, und gleichwohl bin ich gebeten worden, oder ich habe auch gesagt, habe ich mitgewirkt an dieser Reise. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Und die Beurteilung, was dann richtig ist und nicht, das möchte ich jetzt nicht sagen. Denn, La pregunta exactamente es que no sugería un monosílabo. Sí, solamente es Repita la pregunta, por favor. Si supo que el referéndum planteado era un referéndum de efecto vinculante. No, usted ha hablado también de una ley, de la ley, es que la pregunta requiere alguna aclaración. Sí, pero entonces, no tanta. Bueno, deje al testigo que diga lo que considere oportuno. A ver, por favor. Si lo sabe, o lo supo, o se informó de ese carácter de la ley que amparaba... Pero, entre otras cosas, señora fiscal, no sabemos lo que está respondiendo. Sí, Quienes no conozcan el alemán no saben lo que está respondiendo. Sí. Entonces, por favor... Un poco sí. La respuesta es sí estaba informado sobre todo el trasfondo del asunto, ya con antelación al viaje, y sencilla y llanamente a través de los medios alemanes y otras fuentes de información. Entonces, también una pregunta que a lo mejor la respuesta puede ser también breve. Si sabía que el Tribunal Constitucional Español había anulado varias resoluciones, en concreto suspendido la ley que amparaba el referéndum y su convocatoria. War Ihnen auch bekannt, dass das Gesetz, auf dessen Grundlage die Abstimmung durchgeführt werden sollte oder durchgeführt wurde, vorab durch das spanische Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden war? Ja, das kenne ich. Wobei ich auch immer sagen muss, wir haben ja oft Situationen der verfassungswidrigen Entscheidungen. Das passiert ja alle Tage, auch in Deutschland. Wir ändern dann die Verfassung oder versuchen uns danach irgendwie einen Konsens zu finden. La respuesta es sí, sí tenía constancia de ello, y añade que es un proceso de normalidad, absoluta normalidad democrática, que leyes u otros actos sean declarados como inconstitucionales. Vamos a ver. Sí, sí. El testigo, repito, viene viene a contar hechos, no a valorar la normalidad democrática. En consecuencia, sí, la otra... agradezcale no obstante su respuesta. Oder Einschätzung abzugeben, sondern sich allein auf Tatsachen zu beziehen. Entonces, otra pregunta sobre su conocimiento, si lo conocía o no conocía que el Tribunal Constitucional Español había notificado tanto a los miembros del Gobierno de Cataluña como a miembros de la Mesa del Parlamento de sus resoluciones y de sus posibles responsabilidades penales si no impedían o paralizaban las iniciativas. Señor fiscal, ha dicho que sí conocía la prohibición del Tribunal Constitucional. Preguntarle sobre a quiénes había requerido personalmente el Tribunal Constitucional probablemente excede del ámbito de conocimiento del testigo. Pues otra pregunta, si conocía que, aparte del Tribunal Constitucional, la autoridad judicial, en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, había ordenado a las fuerzas policiales cerrar los centros, requisar el material electoral y impedir, con otras medidas, la votación. War Ihnen bekannt, dass der oberste Gerichtshof in Katalonien vor Durchführung des Urnengangs
diesen verboten hatte und die entsprechenden Einsatzkräfte, polizeilichen Einsatzkräfte angewiesen hatte, die Utensilien und Materialien zur Durchführung dieses Urnengangs zu beschlagnahmen. Ja, das war mir bekannt. Sí, tenía conocimiento de ello. Ahora, en concreto, respecto de los centros que el testigo ha dicho que ha visitado y, en concreto, el centro de Ramón Llull, ¿puede precisar cuántos heridos por bala o proyectil de goma él vio o observó? Porque ha hablado de varios. Señora fiscal, ha dicho lo que vio, lo que le contaron, que había varios heridos, pero exigirle que precise cuántos heridos, pues yo creo que no. ¿Y ambulancias cuántas vio? Porque ha dicho ambulancias. Es que no afecta al tratamiento jurídico los hechos, no afecta si había una, si había dos, si había cinco. Ha dicho ambulancias, que vio ambulancias. Sí. ¿Sabe? Bueno, pues entonces otra pregunta sobre ese centro, en relación con el acceso de las fuerzas policiales al centro, ¿sabe que las puertas estaban cerradas desde dentro, por dentro y por fuera? Estaban cerradas, bloqueadas. Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz im Wahllokal Ramón Llull ist Ihnen bekannt oder war Ihnen bekannt, dass die Türen und Fenster von innen verschlossen worden waren? Ja, wahrscheinlich, sonst hätte man nicht eingebrochen. Seguramente, porque de lo contrario no habría habido necesidad de romper violentamente. Sí, ¿y sabe si tuvo conocimiento, accedió, le llegó a alguna cuenta corriente de ese día, de tuit de ese día, un mensaje de tuit del señor Cuixart llamando a concentrarse en ese mismo centro, en el centro Ramón Llull? ¿Lo vio? ¿Se refiere usted a la plataforma Twitter? Sí. Die Frage ist, haben Sie an eben diesem Tag des Tatgeschehens eine Twitter-Nachricht von Herrn Jordi Cuixart erhalten, die dazu aufforderte, sich in diesem Wahllokal zu konzentrieren? Nein. No. ¿Conoció algún otro llamamiento de poderes públicos a defender las urnas por parte de la población, a la defensa de las urnas por parte de la población? Ist Ihnen ein anderer Aufruf bekannt, der seitens der Bevölkerung beispielsweise getätigt worden ist, eine derartige Konzentration durchzuführen? Nein, es ist von keiner Konzentration die Rede gewesen. Als wir in dem ersten Wahllokal waren, gab es eine telefonische Mitteilung, dass dort die Polizei in Ramón Llull verstärkt da ist. Und deswegen sind wir aus eigenem Antrieb dorthin gefahren, weil wir sagen, das ist vielleicht interessant, was da abgeht. Aber es war keine Absprache, jetzt eine Konzentration vorzunehmen, sondern wir sind von uns aus dorthin gefahren, nachdem wir gehört haben, dass dort ein Polizeieinsatz war. En relación con la convocatoria, no conozco ninguna convocatoria de esta naturaleza. Sí es cierto que cuando nos encontrábamos en el primer centro, nos llegó telefónicamente la noticia de la presencia policial en el centro de Ramón Llull. Y a partir de ahí, nosotros, por iniciativa propia, decidimos acudir a ese centro. Investigó o le informaron de que se había anulado la sindicatura electoral y de que en el día en concreto no existía ningún órgano de control electoral? Ist Ihnen bekannt, dass der Urnengang als solcher abgesagt worden war oder nicht stattgefunden hat und dass ein ordentlicher Urnengang insofern förmlich gar nicht zustande gekommen ist? Ja, ich habe ja den Urnengang erlebt. Und das ist ja die zentrale Frage hier. War das erlaubt, war das nicht erlaubt? War das erlaubt, war das nicht erlaubt? Wie ist die Interpretation von sowas? Ich soll ja hier nicht meine persönliche Meinung sagen und möchte die jetzt auch nicht mehr sagen. Aber jedenfalls war mir das bekannt, dass das eigentlich nicht erlaubt war.
Sí tenía conocimiento de ese extremo. No obstante, me permito añadir que eso precisamente es el kit de la cuestión que está aquí debate. No obstante, no quiero entrar ahora en opiniones personales. Y entonces sí tuvo conocimiento de que se optó por un sistema de censo universal. Ist Ihnen bekannt, dass insofern bei der Durchführung des Urnengangs ein universelles Wahlverzeichnis verwendet wurde? Ja, es ist ja immer mit dem Wahlverzeichnis abgeglichen worden, woher das einmal kam, aber dass alles sehr sorgfältig gemacht worden ist, gehe ich davon aus, dass es das echte Wahlverzeichnis war, mit dem abgeglichen worden ist. Ich habe aber feststellen müssen, dass die ganze Organisation des Wählens und der Feststellung der Wahllokale und des Verbringens dieser Wahlboxen, das ist alles zivilgesellschaftlich organisiert worden. Ich habe da keinen staatlichen Menschen aus der staatlichen Regierung gesehen. Sí tenía conocimiento de ese extremo y además que dicho censo, el que se utilizó, fue estrictamente cotejado con lo que yo supongo que era el censo oficial. Le informaron de que a lo largo del mes de septiembre, desde la aprobación de esta ley y a raíz de actuaciones judiciales, se produjeron muchos episodios de concentraciones, protestas, algunos con tensión, que los días precedentes al 1 de octubre hubo varios episodios de alteración del orden público. Vamos a ver. Vamos a centrar la aportación del testigo que se refiere, por lo que han sugerido las defensas que lo han propuesto, a lo que sucedió el día 1 de octubre. Entonces, pues con la venia, preguntarle sobre episodios prescindo de esta anteriores, pregunta posteriores. Y le pregunto por su actuación el día 1 de octubre o el día anterior, en esa mediación que él dice, o intermediación o contacto. Dice que se puso en contacto con otros partidos políticos o con algún partido político y ha citado el PSC. Le pregunto si se ha puesto en contacto también con el Ciudadanos, con el PP o con algún otro partido político. Die Frage bezieht sich jetzt konkret auf Ihre Handlung in den Tagen des Tatgeschehens. Und Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass Sie mit verschiedenen politischen Parteien im Dialog gestanden haben und in Kontakt gestanden haben, namentlich mit dem Partido Socialista de Catalunya. Die Frage ist, haben Sie sich auch mit anderen politischen Parteien, wie zum Beispiel Ciudadanos oder der PP-Partei, ausgetauscht? Ja, wir hatten auch ein Gespräch mit der Ciudadanos, mit der PP haben wir uns, glaube ich, auch ausgetauscht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ja. Sí hubo un diálogo con el partido político Ciudadanos y me parece recordar que también hubo un contacto con el Partido Popular, pero no lo recuerdo con nitidez. ¿Habló con alguna autoridad estatal, con la delegación del Gobierno en Cataluña? Haben Sie auch mit staatlichen Ämtern und Behörden von Katalonien sich ausgetauscht? Perdón, ¿podría mencionar concretamente delegación del Gobierno en Cataluña, una autoridad la delegación del Gobierno central estatal en Cataluña? Oder mit der ständigen Regierungsvertretung der Zentralregierung in Katalonien? Haben Sie sich mit denen ausgetauscht? Nein, mit der Zentralregierung habe ich mich in dieser Zeit nicht ausgetauscht. Ich habe mich natürlich mit Vertretern der Regierung ausgetauscht, wie ich schon gesagt habe. Von der Zentralregierung? Nein, von der Zentralregierung habe ich mich nicht ausgetauscht mit Vertretern. Ich habe mich aber Vertreter mit der katalanischen Regierung ausgetauscht. No hubo contactos con la delegación de gobierno, pero sí hubo contactos con el gobierno de Cataluña. Bien, en su trabajo y en su actuación estaba coordinado con los otros visitantes, hicieron algún informe. ¿Quién dirigió o entregó el informe en el caso de que sea positiva la respuesta? Haben Sie in Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern an dieser Reise, an diesem Besuch, anschließend einen Bericht verfasst? Und wenn dies der Fall ist, haben Sie den in irgendeiner Weise mit untereinander koordiniert oder sich abgesprochen? Und wenn es einen solchen Bericht gibt, wer hat diesen verfasst?
Ja, wir haben am Ende des Tages einen Bericht gemeinsam geschrieben. Das ist eigentlich ein Gemeinschaftswerk gewesen, wobei jetzt, glaube ich, ich weiß nicht genau mehr, wer der Sprecher war. Ich glaube, der Kollege aus Schottland, ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Wir haben aber gemeinsam dort einen Bericht gemacht. Ich habe auch was dazu beigetragen an diesem Bericht. Sí, al final de dicho día se redactó un informe por parte de todos los asistentes y además de forma conjunta. Si bien recuerdo, el vocal o responsable de la redacción de este informe, en el que yo también realicé una aportación, fue el delegado de Escocia. ¿A quién le entregaron ese informe? Haben Sie diesen Bericht irgendwo eingereicht und an wen? Ja, ich habe ihn, glaube ich, auch an meine Parteioberen geschickt. Yo personalmente se lo envié a la dirección de mi partido político. Außerdem habe ich ihn, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, auf Facebook auch mitgeteilt. Y creo que además lo compartí en Facebook. ¿Y aquí en Cataluña a quién lo entregó? Vamos a ver, señora fiscal, el tema está en que vuelve a a planear sobre la sala el artículo 708. Se ha propuesto como testigo que se ha centrado su interrogatorio en el tema relacionado con su presencia en unos centros escolares que él tenía perfectamente numerados. Hemos intentado prescindir de las valoraciones políticas. Si ahora se le está preguntando sobre un informe que aportó a su partido, estamos desbordando los términos de quien era el dueño de esa prueba, por decirlo de algún modo, y estamos introduciendo elementos que no van a estar sometidos a contradicción. Entonces, por favor, si nos centramos en lo que ha sido objeto de respuesta a partir de las preguntas del letrado que lo ha propuesto, vamos por buen camino. Pues entonces le voy a hacer una pregunta que se refiere a sus respuestas sobre su actividad profesional y sobre la razón de su intervención en Cataluña. Porque ha dicho que ha cesado en su actividad política, creo recordar. Si quiere, puede precisar cuándo ha cesado él en su actividad política en Alemania. Se lo puedo responder enseguida porque yo lo recuerdo, fue en mayo del 2017. En 2017. Y si en esa actividad política se ha interesado por problemas similares en su propio país, en relación, por ejemplo, con la cuestión de Baviera. A ver, señora fiscal, desde el punto de vista del tratamiento jurídico de los hechos, esa pregunta, por más interés que pueda tener en otros órdenes, aquí no lo tiene. Estamos enjuiciando hechos de trascendencia jurídica, por lo menos de acuerdo con el escrito de la acusación. ¿Puedo explicar a la sala la razón de la interés estamos en de el turno de interrogatorio. Si luego en el informe se quiere descalificar el testimonio del declarante, pues entonces, lo quiero descalificar. Pues entonces usará usted, si lo considera oportuno, los argumentos necesarios para hacer algún contraste con otras referencias del derecho comparado, si lo considera conveniente. Pues pero a partir de aquí estamos en el tratamiento jurídico de unos hechos y además unas respuestas que han sido suscitadas a partir de las preguntas de la defensa. Entonces, ¿le puedo preguntar una pregunta más por el Centro Ramón Llull? Si, evidente, si es que a eso ha venido el testigo. Pues por el Centro Ramón Llull, si usted vio que había gente congregada a la puerta, unas 700 personas a la puerta. Können Sie bestätigen, dass beim Wahllokal Ramon Llull etwa 700 Menschen vor den Eingangstoren versammelt waren? Ich weiß nicht von 700, aber es war eine ganze Menge. Ich weiß auch nicht, ob die Türen verschlossen sind. Ich habe eben gemutmaßt, es waren die Türen verschlossen. Es kann aber auch sein, dass man eben einfach durch die Menge nicht durch wollte. Ich weiß, dass die Polizisten über den Zaun geklettert sind, um dann Eingang zu machen. Es waren eine Menge Leute da. Ob das 700 waren, weiß ich nicht. Und es gehe ich davon aus, dass das auch Leute waren, die eben wählen wollten. Vor allen Wahllokalen waren große Mengen von Menschen, die wählen wollten. No puedo hacer indicaciones sobre el número exacto de los allí asistentes. Sí puedo decir que eran muchos. Y añado que
tampoco puedo afirmar a ciencia cierta si las puertas de dicho centro estaban cerradas o no, así lo supongo porque la policía escaló las vallas, y parto de que la mayoría de las personas o las personas allí reunidas estaban allí reunidas para ejercer su voto. Si recuerda que la policía, una vez dentro, efectuó unas salvas de advertencia para salir, a la hora de salir, para salir del centro, para evacuar el centro. Können Sie bestätigen, y de la zona. Können Sie bestätigen, dass die Polizei beim Verlassen des Wahllokals, beim Verlassen der Polizei des Wahllokals Warnschüsse abgegeben hat, um das Lokal verlassen zu können? Nein, davon weiß ich nichts. Als ich eingetroffen bin, war bereits die Polizei schon draußen vor der Tür praktisch oder vor der Tür und ich war mit an beiden Seiten bemüht, nun die Menschen abzudrängen und ich war in der Mitte. No puedo afirmar nada al respecto, pues cuando yo llegué al lugar de los hechos, la policía ya había abandonado el centro y se encontraba desplazando a la masa de la gente para poder desplazarse. ¿Sabe que hubo 6 policías heridos? Ist Ihnen bekannt, dass es bei diesem Einsatz zu insgesamt 6 verletzten Polizeikräften kam? Nein, es ist mir nicht bekannt. Ich habe auch nichts gesehen. Ich habe nur gesehen, wie verletzte Wähler weggeschafft wurden, aber keine Polizisten. Von Polizisten ist mir nichts bekannt. Von verletzten Polizisten ist mir nichts bekannt. No he visto no lo puedo confirmar, yo no he visto ningún policía herido, ni conozco esos hechos. Sí puedo decir que he visto a ciudadanos heridos. Muy bien, pues ninguna pregunta más, señor. Muchísimas gracias. La Abogacía del Estado, si tiene alguna pregunta. Sí. Con la venia de la sala. Buenos días. ¿Nos podría decir el testigo quién le facilitó en la lista de los centros que tenía que visitar? Können Sie Angaben machen, wer Ihnen eine Liste der unterschiedlichen Wahllokale zur Verfügung gestellt hat, die Sie aufsuchen konnten? Hier. Ich habe einen Bericht geschrieben nach meiner Reise und da sind alle Wahllokale aufgeführt worden. Also ich habe das selbst aus meinem Bericht entnommen. Creo que el testigo no ha entendido del todo la pregunta. ¿Se la puedo repetir? Dé usted la respuesta y luego veremos si así ha entendido o no ha entendido. De acuerdo. La respuesta es la relación de centros que yo he nombrado aquí. La he rescatado de mi propio informe. Pues efectivamente la pregunta de la Abogacía del Estado era previa, con carácter previo a la elaboración del informe, que es lo que creo que quiere decir la Abogacía del Estado. ¿Me permite que repita la pregunta? Claro, por supuesto. Die Frage war, als Sie angereist sind, wer Ihnen eine Liste der Wahllokale zur Verfügung gestellt hat, die Sie aufsuchen konnten. Wir waren begleitet von einem Mitarbeiter von Diplocat und haben eben selbst gesagt, welche Wahllokale wir gegebenenfalls aufsuchen wollen. Das war nichts vorgeschrieben, sondern wir haben einen eigenen Wunsch gehabt. Wir sind dann eben auch, weil es in Barcelona relativ schwierig wurde, nach diesen nicht einfachen Erlebnissen sind wir nach Girona gefahren. Dort war auch ein Wahllokal bereits geräumt und wir haben in Girona ein Wahllokal besucht. La respuesta es, nos acompañaba un colaborador de Diplocat que nos asesoraba. No obstante, no había tal instrucción o lista para ir a visitar centros determinados. Nos encontrábamos en total libertad para decidir qué locales queríamos ir a visitar y de hecho así lo hicimos. Cuando se complicó la situación en la ciudad de Barcelona, de hecho acudimos a centros en Girona.
Vielleicht muss ich noch ergänzen, dass wir ja eine größere Gruppe waren und wir mehrere kleine Gruppen dann uns aufgeteilt haben, kleinere Gruppen. Und wir wollten natürlich nicht alle zusammen sein, sondern wir haben uns vorher besprochen, wo wir sinnvollerweise hingehen. También quiero mencionar que como éramos un grupo relativamente grande, no fuimos todo el grupo en bloque a visitar los distintos locales, sino que nos subdividimos en grupos más pequeños, independientes, que iba realizando las visitas según decidían. Bien, siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo seleccionaron aquellos centros que fueron a visitar? Was waren Ihre Auswahlkriterien, um ein bestimmtes Wahllokal aufzusuchen? Ich glaube, der Reiseweg. Yo creo que sencillamente era el itinerario más fácil o más cómodo. ¿Por qué fueron al centro Ramón Llull a esa hora? Was war der Grund, dass Sie das Wahllokal Ramón Llull genau zu diesem Zeitpunkt aufgesucht haben? Ja, das hatte ich ja bereits gesagt. Wir haben einen Telefonanruf bekommen, dass der Polizeieinsatz gerade da war, und dann haben wir aus eigenem Antrieb sind wir gesagt, das möchten wir uns gerne angucken. Como ya había mencionado, encontrándonos en otro centro electoral